Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum knuddeligsten, berauschendsten und sinnlich stimulierendsten Podcast der Schweiz. Legt eure Schmuddelhefte zur Seite, holt euch einen von Opa und Oma gemischten Ingwer-Zitronen-Instagram-Story-Tee und macht es euch in von Kinder hergestellten Billigtrainerhosen bequem. Ein Moment, in dem sogar Tennisblümchen Roger Federer genau hinhört und auch Manni Matter aus seinem Grab heraussteigt. Hier sind die... nein, der Blödsinn ist ja auf Schweizerdeutsch. Da sind die Lungsbuben und die schönsten Schwiegersöhne von der Nation, der Adrian Vogt und Gian Maria Finger. Can, bist du's? Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu der Scary-Folge. Es ist nicht nur die Halloween-Folge, es ist auch die 40. Folge. Kurzer Applaus. Kurzer Applaus für das. Es ist wirklich so, niemand bekommt weniger Applaus wie wir tun uns immer selber applaudieren. Ja, aber man muss auch sich selber applaudieren. Wir müssen ja auch, also erstens, weil wir müssen und zweitens, weil wir kein Publikum haben. Genau. Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu der 40. Folge, zu der Halloween-Special-Folge. Hey, haben wir schon gesagt, dass wir Zuschauer begrüßen? Wir haben es jetzt schon zweimal gesagt. Nein, wir begrüßen euch auch ganz herzlich. Bei dieser Folge, wir zeichnen die ganze Folge live auf und haben da tatsächlich etwas, was wir selten haben, und zwar ein echt nices Setup. Voll. Wir begrüßen einerseits die Leute auf Twitch, wir begrüßen die Leute auf YouTube und vor allem, wenn du jetzt irgendwo sitzt, im Zug, im Bett, während dem Arbeiten, du bist am Liegen, du bist auf dem WC, du bist am Duschen, wir grüßen dich bei Spotify, bei Apple Music und vor allem bei Deezer. Aber meine Frage ist ja, wer braucht Deezer? 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 Gibt es wirklich Leute, die ernsthaft Deezer brauchen, muss man sagen? Um den Witz zu erklären, ich habe gerade auf den Adi gezeigt und Deezer gesagt. Das Ding, wenn man, ohne Scheiß, das ist das Ding, wenn man auf Twitch streamt, wir machen da so, weißt du, wir können Sachen sagen, so die daheim zuhören, denken sich so, Bro, sind die dumm? Stimmt. Kannst du schnell, Adi, erklär doch schnell, was wir da für ein Setup haben, weil die zuhören, sehen es ja nicht. Voll, aber wir müssen jetzt hier, ganz ehrlich, wir müssen ein bisschen leislicher werden. Stimmt. Wir sind hier in meinem Vibe Zimmer. eintauchen. Es ist komplett orange. Wir haben einen Kürbis vor uns. Wir haben, wie sagt man denen? Kerzen. Ich weiss es. Wir haben ein oranges Lied. Wir haben eine Nebelmaschine. Hey, kann man mal irgendetwas sagen? Wer braucht eine Nebelmaschine für einen Podcast, wo man es nicht mal sieht? Das ist wirklich, glaube ich, die dümmste Aktion gewesen, die wir zwei jemals gemacht haben. Aber ich sage dir, für den Stream sieht es da gerade übernice aus. Das ist ja so. Und mit dem haben wir gerade Werbung gemacht. Folgt doch alle am Adi auf Twitch. Wir machen ja nicht so viel Werbung im Podcast von dem her. Das machen wir wirklich gar nicht. Oder ja, nein, außer für uns. Wir machen eigentlich nur für uns Werbung. Darum aber wer soll wir denn sonst Werbung machen? Ja, keine. Es kommt ja niemand zu uns, der Geld will. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Vivi-Cola. Was gibt es alles noch für Colas? Coca-Cola. Es gibt natürlich ganz viele Colas, die wir grüßen können. Aber wir sagen jetzt nicht eine Marke. Can, ey, wir müssen mal sagen, Mann, feierst du Halloween? Ey, nein. Also, ich muss sagen, Halloween ist nichts, was jetzt bei mir so irgendwie so tief drinnen ist, heisst, dass ich das muss feiern. Aber es sind schon sehr schöne Kindheitserinnerungen. Die Halloween-Erinnerungen. Feierst du Halloween, Adi? Bro, wirklich. Also, es ist wirklich das, was wir hier gerade machen, das ist, glaube ich, mein meistes Halloween, das ich je in meinem Leben gespürt habe, mit einem geschnitzten Kürbis, mit dem ganzen Setup. Nein, ey, ohne Scheiß im Fall, ich habe nie Halloween richtig gefeiert. Ich glaube, ich bin einmal bei mir im Dorf zu so einer Familie gegangen und dann haben wir das mit denen gemacht, so das Umziehen, aber ich bin halt so als kleiner Dude noch so hure ängstlich gewesen und Bro, ich habe so Angst gehabt, man, vor all den Leuten, die so verkleidet sind. Und ich habe wahrscheinlich auch die wackste Verkleidung gehabt. Aber an das, was ich mich noch mal erinnere, ist einfach, dass sich nachher alle um die Süßigkeiten streiten. Warum streiten? Ja, irgendeiner bekommt doch mega viel, oder du hast so eine Bag, wo du alles rein tust. Und dann kommst du so heim und dann musst du das so aufteilen unter allen. Aber das machen eben nur die Blöden. Die Gescheiten haben ihre eigene Bag dabei. Ja, was ist, wenn du in ein Haus gehst und die Frau geht nur am einen in die Hand und der andere bekommt einfach nichts? Ja, ist das nicht vertraglich geregelt? Nein, das ist eben so, du gehst an die Tür, läutest und im besten Fall bekommen alle das Gleiche. Oder alle können etwas aussuchen. Ja, aber was ist, wenn du ein ganz hässliches Kostüm hast?
Ja, ich glaube, bei Halloween kommt es nicht aufs Kostüm an. Also ich meine, wenn du gehst Leute, dann meinen auch alle Leute, du bist verkleidet. Nein, den Witz musst du jetzt nicht bringen. Ich kann noch fragen, ob ich dein Gesicht für Halloween auslehnen kann. Ah! Ja, gut, wenn wir schon dabei sind, dass ich die ganze Zeit Witz recycle, da hat der Adi einen recycelt. Ey, ich bin der Letzte in Wien gesehen. Und habe ich gesagt, hello, Wien. Ja. Ja, Das, gut. Ja, es ist okay. Ja, nein, ich muss sagen, ich hatte das amigs schon noch recht gern gehabt. Irgendwie, ich glaube, ich habe mich nie wirklich gut verkleidet. Mhm. Aber so der Vibe am Abend rausgehen und mit so ein paar Homies durch die Häuser ziehen und dann noch so andere Leute, also es ist so lebendig dann für mich gewesen, weil auch... Obwohl ja Halloween mehr mit Toten zu tun hat. Schon recht lebendig. Ja, aber ich meine lebendig im Sinn von dass viele Leute draussen rumlaufen. So. Ja. Und das habe ich immer irgendwie noch einen coolen Vibe gefunden, wo sich einfach so alle Leute irgendwie von Haus zu Haus streunen und irgendwie probieren, Süßigkeiten abzugrieven. Ist eigentlich auch sehr strange, dass man sogar Leute so «Süßes oder Saures? Ich will Candy!» Aber ey, also Real Talk, ich habe im Fall immer Angst, um an Halloween so irgendwo jetzt durchlaufen. Ohne Scheiß, es schießt mir immer an, wenn ich weiss, heute oben ist Halloween und ich bin irgendwie in der Stadt oder ich bin im Dorf. Weil, weißt du, wenn du so nicht am Feiern bist und du gehst vielleicht in den Ausgang oder weiss ich was und dann irgendwo hinter einer Scheissecke kommt so ein Scheissmonster führen. Und ich habe wirklich keinen Bock auf den Spaß. Weil der ist so voll in seinem Film drin, weißt du, und der macht dann auch so und ich so, Bro, ich will nur da hingehen. Ja, nein. Also, ja, nein. das ist im Fall mein Wort, falls ihr das noch nicht wisst. Ja, Ja, nein. nein. So antworte ich auf alles. Ja, nein. Ja, nein. Und zwar, wenn wir schon bei dem Thema Scary, Verschrecken und so sind, magst du dich erinnern, also die ganz alten Hasen wissen es, die nach 2002 geboren sind. Grüße gehen raus an Grisha Yeti. Nein, aber vor, ich weiss nicht, vielleicht 6 Jahren oder 2014, Ja, das ist extrem lang her. Das ist extrem lang her. Das ist schon so alt, muss man sagen. Nein, bist nicht, aber dort hat es mal eine Phase gegeben, wo doch so Horror-Clowns, ich weiss nicht, ob du das so magst, aber doch, dort das ist in so der Zeitung gestanden. viele Horror-Clowns unterwegs Ja. gehabt und irgendwie ist das so mega der Hype gewesen. Also der Hype, Leute Angst zu machen. Es gibt eigentlich wirklich, Halloween ist der perfekte Tag, um irgendjemanden umbringen und mit der Spuren am Körper einfach noch durch die Stadt zu laufen. Also du kannst wirklich einfach jemanden abstechen. Du musst an Halloween sogar schauen, dass möglichst viel Blut spritzt, dass es dann halt an deinen Kleidern ist. Dann kommst du raus, die Polizei steht vorne da, sagt sie, was machst du da? Sag ich, ja, für Halloween. Genau, Mordtipps mit dem Adi. Mordtipps mit Adrian. Aber es ist wirklich, also wenn du morden, dann an Halloween. Dann fällt es wirklich nicht auf. Spielen nicht auch so ganz viele Horrorfilme an Halloween? Ich nehme es an. Halloween ist der Marketing-Tag von Horrorfilmen. Halloween ist glaube ich, mehr Marketing als etwas anderes. Obwohl die Gesellschaft kann von dem ja gar nicht profitieren, sondern nur die Kinder. Und Ja. alle Erwachsenen. Gibt's so Nicht. 40-Jährige, die das wirklich noch so actually feiern mit so einem Häuser ziehen? Oder ist das nur eine Kindersache? Also ich glaube, um die Häuser zu ziehen, machst du mehr als Kind. Aber was Ältere vielleicht machen, ist sich tatsächlich Süßigkeiten und so kaufen für Kinder, die kommen läuten. Ja. Das Aber habe finde ich schon lost. mehrmals. Ich finde das lost. Je nachdem, also wenn man in einem Quartier wohnt, wo immer wieder das passiert und das Kind das feiert, finde ich es irgendwie noch eine herzige Geste, weil die grössten Wichser sind immer die gewesen, die du gehst läuten und nachher so, ja, also, Die richtigen Schweizer. ich kann euch da 2 da wiedergeben. Du 2 Sugus und eine Zahnbürste, du kannst noch das Maul putzen. Genau, so. Die geilsten sind immer die gewesen, die Geld haben gegeben, so damals 10 Stutz bar auf die Hand. Mashallah. Für mich ist zum Beispiel so eine, das kann ich mir vorstellen, weil für mich ist so eine 20er hure scary. Weil das ist so extrem wenig Geld für mich. Das ist, Da bekomme ich gerade Angst. Ja, da bekommt man Angst. Nein, sowieso alles, wo so metallic ist an Geld. Das Gibt's echt- kann ich nicht gerne. So Bärle, die an Halloween so 6 Sachen feiern, aber so auf Halloween angelehnt. Weißt du, dann tun sie sich so. Es gibt sicher so in 6 Läden gibt es so Halloween-Sachen. Und in Ja, den Bärle, das ist so. Es gibt sicher so Pärchen, die dann so voll auf BDS. Was machst du denn an Halloween? Also, was sagt man tust du dem dich so? verkleiden? Du tust irgendwie um einen Schwanz, also eine Sense. Ja, oder du spielst halt einfach, dass die arme Schülerin vom grossen Monster
Ich schmücke das jetzt nicht weiter aus. Glaubst du, hättest schon mal irgendjemand unseren Podcast gehört während dem Sex? Safe. 100 Pro. Von diesen 8 Millionen Leuten. Ich weiss, da kommen wir wieder zu der Frage, wie viele von den Zuhörern da Haben Sex? Ich meine, wenn es nicht mal die haben, die ihn machen. Was? Hä? Was? Ich habe nichts gesagt. Also Zuhörer haben keinen Sex, ja? Ja, okay. Also, ich weiss jetzt auch nicht, also ich habe ein gutes Liebesleben. Nein, ich habe auch ich habe zum Beispiel hier meinen Kürbis. Dein Der ist Kürbis? unten weich, habe ich nicht festgestellt. Adi, stop it. Mir hat ohne Scheiß tatsächlich, für die das noch nicht wissen, ich bin diese Woche am Arbeiten gewesen, ich glaube Dienstag oder Mittwoch. Nein, es war letzte Woche gewesen. Letzte Woche bin ich am Arbeiten gewesen. Und dann schreibt mir irgendein Dude auf Insta, «Jo, bist du daheim?» Und ich denke mir so, «Bro, wieso fragst du das?» Und dann ich so, «Jo, bin gerade am Arbeiten.» Und dann auch so, «Perfekt.» Schreibt einfach nicht mehr dazu. Und dann, am gleichen Tag, am späteren Nachmittag, kommt meine Mom zu mir und sagt, «Jo, irgendwelche so Kinder haben irgendeinen Kürbis vor die Haustür gestellt. Aber sie haben es nicht geschafft, einfach anzustellen, sondern sie haben es wie probiert. Und dann ist meine Mom gerade vorher gelaufen, haben sie hure Angst bekommen, haben sie den Kürbis wieder eingepackt und wieder weggelaufen. Und dann haben sie ihn später aber nochmal angestellt. Und jetzt habe ich so einen Kürbis, für was der gut ist, sehen wir dann noch. Für unser Setup da, Ey, er bringt ohne Scheiß. Halloween-Stimmung auf jeden Fall mit, Übel. würde ich sagen. Aber bist du so ein Horrorfilm-Schauer, oder? Ich habe ganz wenig Horrorfilme geschaut. Und wenn, dann nur so in Gruppen mit mehreren Leuten. Und Sex? Und Sex. Nein, in Gruppen mit mehreren Leuten und der Impuls ist nie von mir gekommen, einen Horrorfilm zu schauen. Weil, also, ich habe Horrorfilme, die einfach so brutal grusig sind, so mit Blut und, finde ich nicht so nice. Mhm. Aber ich habe eigentlich die Horrorfilme noch gern, die dir wirklich so das Gefühl geben von dieser Spannung und wo du so richtige Tension hast. Stimmt nicht, ich habe eine ganz lustige Geschichte. Ich muss eine ganz lustige Story erzählen. Okay. Also das stimmt alles schon, aber ich habe eine lustige Geschichte. Und was ich wollte sagen, stimmt nicht, ist, dass ich nicht so viel Horrorfilme schaue, oder nicht eigentlich. Weil es gibt eine Story von einem Can, der ist an eine Filmpremiere eingeladen wurde. Mhm. Und das war damals die Filmpremiere von «The Nun». Oh, ey, warte, jetzt muss ich mein Mikrofon wieder holen. Ja. Ich bin gerade unser Vampirblut am Einschenken. Das ist echt Pepita. Nice. Und es gibt im Fall auch Grapefruit und andere Süßgetränke auf dem Markt. Um mal hier keine Werbung machen. Ja, nice. Das ist immer so im Fernsehen, wenn sie eine Marke sagen, müssen sie auch immer alle anderen aufzählen, damit es fair ist. Genau. Nein, der Nun, ohne Scheiß, du hast mich jetzt wirklich gerade an das erinnert, ich habe in meinem Leben noch nie einen Horrorfilm gesehen. Ja. Ausser der Scary Movie Parodie, also einfach Scary Movie. Ja. Aber das ist ja nicht wirklich Horror. Aber der Nun ist wirklich, glaube ich, der einzige Horrorfilm. Und ich habe mir damals mit einem Kollegen gesagt, ja, komm, wir gehen einfach ins Kino schauen. Ja. Und oh, holy shit, Digga. Das ist schon habe ich scary. keinen Bock mehr auf den Film. Ja, nein, ich auch nicht. Also einmal bin ich mit Marc tatsächlich ins Kino gehen, einen Horrorfilm schauen. Ich weiss nicht, aus welchem Anlass wir das gemacht haben, aber das ist so ein... Der war noch scary gewesen. Wir haben ihn vor allem auch gar nicht so gecheckt. Aber auf jeden Fall war er sehr scary gewesen. Die erste Hälfte sehr gut vom Film, die zweite Hälfte hat sich dann irgendwann so ein bisschen in irgendetwas verloren. Aber die Story, die ich eigentlich auch erzählen wollte, ist echt noch lustig, weil die beinhaltet sogar noch eine dritte Person, also nicht du, ich, sondern noch eine weibliche Person. Und zwar hat der Can sich natürlich gedacht, allein an einer Kinopremiere ist ja langweilig. Mhm. Also, frage ich doch jemanden, ob er Lust hat. So den zweiten Horrorfilm zu schauen, ist doch nice. Und dann habe ich jemanden angeschrieben. Ist mir aufgefallen, dass das Wort Horror nur aus Kopfsachen besteht. Horror. Also weißt du, Horror und Ohr. Ja, Papa. Das ist wirklich beängstigend, finde ich. Stimmt. Horror. Eigentlich ist es auch ein haariges Ohr. Horror. Horror? Hast du eigentlich auch ein Horror? Ich habe Horror im Ohr. Darf ich mal schauen? Ja, schau. Oh, das sind eben Horror. Nice. Die Geschichte geht so weiter, ich habe einen Korb bekommen und habe allein ins Kino müssen den anschauen. Und also ich muss sagen, ich bin manchmal tatsächlich, ich bin der Guy. Ich habe manchmal die Hand so vor das Gesicht, dass ich so möglichst wenig sehe, aber so trotzdem ein bisschen.
Ja. Und dann bin ich so dort recht erbärmlich in diesem Kino gehockt, mit meinem Getränk, mit dem Popcorn. Die Hälfte vom Popcorn habe ich einfach bei den Jumpscares verschüttet. Also, und dann Du ist hast es so die gegen die Hälfte weg. Leinwand geworfen und so. Das trifft im Fall da. Dort Genau. vorne. Ich habe Schiss gehabt. Nein, zum Glück ist es nicht 3D. Ich könnte mir vorstellen, es sind echt 3D-Horrorfilme gefährlich. Oder gruselig. Ja, Also darfst auch gefährlich, nicht sicher, vom- weil die können sie- dich ja, dann sie tun ja- angreifen. Nein, sie tun ja die ersten paar Reihen. Bro. Oh mein Gott! Bro. Nee, das mache ich jetzt absichtlich. Ja, Hallo! Marsch! Nee. Das ist safe. 100 Pro Wow. meine Mom, die jetzt dort hin. Irgendwie an einer Ey, ich hab Heizung gerade einen Schock bekommen. umgewiesen. Ja, vor allem, hast du bei dir abgeschlossen, Mann? Ja, ich hab abgeschlossen. Nice, Bei uns kommt immerhin niemand kommt niemand rein. Oh, wenn ich jetzt hier hinter die Tür aufgehe, ich würde Hey, durchgehen. vor allem, ich hätte, weißt du, hast einen Vorhang davor. Ja. Wenn jetzt so langsam so wird der Vorhang Nein, weggeschoben. ich brauche ein bisschen Rauch, ich brauche ein bisschen Rauch. Okay, komm. Oh, Es meinen auch alle, wir haben da eine Nebelmaschine. eigentlich Aber ist es einfach dope. eigentlich sind ich und der Adi da am die härteste Hotbox machen, die man je gesehen hat. Hast du mir da eigentlich lieberweise eingeschenkt? Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe mir wirklich ein eigenes Okay. Glas einschenken, bis ich gemerkt habe, ich habe ins falsche Glas eingeschenkt. Ich hätte wirklich nicht eingeschenkt. Ja, Maschallah, Aber danke noch schnell zu trotzdem. Horrorfilmen. Ich bin ja nicht so der Kinogänger, fühle ich jetzt so mittelmäßig hart, mache das privat selten, nur wenn ich eingeladen wird. Weird Flex, Bro. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich den Nan schaue, Horrorfilme schaffen bei mir etwas, wo bei mir selten Filme schaffen. Und zwar, dass ich nicht am Handy bin. Ich finde, während einem Horrorfilm geht mir nicht an das Handy. Weil ein Horrorfilm schafft es bei mir, dass ich so auf den Film fokussiert bin, vielleicht auch aus Angst. Weil das finde ich, darum sollte ich glaube auch mehr Horrorfilme schauen oder vielleicht mal ins Kino einen Horrorfilm schauen, weil für mich ist das ein Erlebnis, weißt du, so, ich sage jetzt mal einen Actionfilm oder einen Comedyfilm, da sitze ich rein, so, manchmal ist er gut, manchmal ist er nicht gut, ist lustig, bla bla bla, aber ein Horrorfilm, das löst bei mir so einen Adrenalinschub aus im Kino. Ja. Und dass ich Adrenalinschub im Kino habe, ist verdammt selten. Darum, an sich Horrorfilme sind eigentlich Ja, schon geil. ich Mann. muss sagen, ich habe da doch weniger Freunde als der Adi. Ich gehe auch viel allein ins Kino. Ich habe das gern. Ich gehe gerne ins Kino. Ich finde Kino nice. Ich sage zu Kino. Ich sage zu Kino. Kies. Kies. Aber ich bin eh nie am Handy im Kino. Also in der Pause ja, am Anfang ja, Mhm. am Schluss ja, Mhm. aber während dem Film nein. Ja, doch, Also, kommt bei mir schon das vor. Mühsamste ist während dem Film, wenn ich sehe, dass irgend bei so einem Motherfucker so So das Handy volle ins Gesicht Helligkeit. scheint. Aber so eine volle Helligkeit. Volle Helligkeit. Am besten noch, wenn der Film schon angefangen hat, noch ins Kino reinlaufen mit der Taschenlampe an seinen Platz suchen. Ja. Dann könnt ihr immer gerade mein ganzes Popcorn über den Und dann Grill so jemand schiessen. nebendran in die Fresse reinleuchten. Ist das mein Platz? Genau. Ja. Das Aber, Beste- aber das Coole ist, ich habe daheim eine Sammlung an 3D-Brillen, weil ich die immer vergesse. Nein, also die können mir nicht sagen, dass da außen ein Mensch gibt, der sich einmal für einen Film eine 3D-Brille gekauft hat und die jedes Mal wieder mitnimmt. Also, das Ding ist so. das vergisst ich man ha- einfach. Ich habe früher, ich habe einen Rucksack gehabt früher und dort hat es ein Fach gehabt. Das ist und nur für so- 3D-Brillen. Das war nicht nur für 3D-Brillen, sondern das war mein sogenanntes Frauenfach. Mhm. Weil du weißt ja, Frauen haben in ihren Handtaschen alles. Mhm. Die haben dort drin einfach alles. Also Ja, ist ja. egal, was Das du Krasse willst. ist, die haben in Handtaschen sogar Handtaschen. Es ist so. Die haben die Handtasche und in der Handtasche ist nochmal eine Handtasche. Es geht einfach Kennst du das ewig weiter. Geschichtchen von dieser Frau, die in der Handtasche einen Zettel hat und auf dem Zettel steht, dass eine Frau in ihrer Handtasche einen Zettel hat und dem Zettel Ah. steht, dass eine Frau in ihrer Ist das Handtasche... nicht mal ein Geschichtchen gewesen von einem Mann? Wo in Und seinem der hat einen hohlen Zahn gehabt und in diesem hohlen Zahn hat es ein Loch Brief gehabt. gehabt. Und in dem Loch ist ein Brief Oder gewesen. so, Und ja. im Brief ist gestanden, Sie war Mann gewesen. Es ist einmal ein Mann gewesen. Auf ganz scary angelehnt. Scary Movie. Scary Movie. Ja. Jetzt habe ich tatsächlich den Vater verloren. Es ist wirklich, also, es ist für mich wirklich unerwartet gekommen, dass du mal den Faden verlierst. Das ist ja wirklich, Mann. Du bist schlimmer wie ein Fischer. Wir haben heute einen Song aufgenommen. Wir haben heute einen Song aufgenommen.
Mein Bruder ist ausgezogen und wir haben das ganze Zimmer von meinem Bruder schnell zu einem Studio umgebaut. Ja. Und dann haben wir ihm das WhatsApp geschickt und gehofft, dass es ihn so richtig tiltet. Und er hat so geschrieben, was machen wir? Das hat ihn so gar Das nicht hat ihn wirklich gar nicht interessiert. gejuckt. Nein, wir haben einen Song aufgenommen. Man kann sagen, doch lyrische Poesie. Ja, also man muss da noch anmerken, dass wir haben einen Song aufgenommen für den Adi. Ich bin da wieder nur in der produzierenden Rolle tätig. Aber Wie würde es von dir als Producer-Tag tönen? Würde es Prinz Norin sein oder würde es Gian-Maria Finger sein? es wird wahrscheinlich sein so Prince. Das aber schon. Also so, Prince macht voll die Hits. Warte, oder Young Prince macht die 808. Oder Prince on the Beat. Prince on the Beat. Judy on the ja, gut. Judy on the Beat. Ja, das kann man machen. Nein, wir haben einen Song aufgenommen. Ist eigentlich heute recht chillig Oder im Song This aufgenommen. is the Prince that you know. Ja. Das ist der Alex Troy vom Rin. Ja, This genau, is der the Alex. world Der that Alex. you know. Der gute alte Alex. Ich habe in Stuttgart einen Nintendo gesehen. Keiner von daheim kennt den Nintendo, das ist auch ein Also Produzent vom Nintendo, den kennt man wahrscheinlich wirklich nicht. der Nintendo? Vom Ja. Rin? Ja. Doch. Also, Wenn den ein kennt man bisschen vielleicht, wenn Game man ist. ein Kenner ist. Ja, also ich glaube, wenn man Und ihn du kennt. und ich sind also Kenner. ich sage jetzt mal so. Wenn man ihn kennt, Ja. dann ist die Chance recht groß, dass man ihn kennt. Ist es denn aber ein Kent? Weißt du, was ein Ken ist? Nein. Ist das denn der Ken? Nein, ich kann nur mehr erkennen. Nein, Ken wäre dieses männliche Barbie. Ah, Das ist auch das Ken-Wort. hast du früher nämlich so die Sendung geschaut? Mit dem hohen sportlichen Dude, der in einem Zeppelin gelebt hat. Und dann hat er sich runtergelassen über so eine Leiter in ein Dorf, Lazy Town. Ich muss tatsächlich Bro, jetzt- dich jetzt- leider enttäuschen und sagen, ich habe früher nie Fernsehen geschaut. Aber kennst du nicht das Lied? Hey! Mal, aber das ist, weil ich im Zirkus bin aufgewachsen. Und dort ist das etwa das Lied Nummer 1, das gespielt Ey, wenn man wird. sich im Zirkus küsst, Ist es ein Zirkus? 3 von 10 ist nicht lustig gewesen. Ach, komm, fress dich. Ja, ach komm. Nein, ich habe tatsächlich nie Fernsehen geschaut, außer bei meiner Großmutter. Und Ja. dort so 1, 2 Folgen, mal weiss nicht wie lang. Ja, ich finde, du hast auch recht wenig viereckige Augen, wenn ich die anschaue. Das war auch immer so ein Ding gewesen. Das ist der ältere Eigentlich sind Spruch. Eltern Du so hast so Spass, ganz hä? viereckige Augen. Was gibt es noch so für Sprüche, wo die Eltern so obviously nicht wissen, dass es nicht stimmt, aber trotzdem sagen? Wie zum Beispiel eben, du bekommst viereckige Augen, wenn du Fernsehen schaust. Wenn du viel Suppe isst, wirst du gross und stark. Wenn du Teil auf isst, wird es mal schön. Ich glaube auch noch nicht dran, dass man mit Rüebli besser sieht. Was? Mit Rüebli sieht man besser. Rüebli machen die Augen besser. Hast du denn den Rüebli-Blick? Ja. Nein, ohne Scheiß, das sagen auch Ärzte. Und ich habe mir damals eine Brille bekommen, ja safe. Die ersten 4 Tage nach der Brille mit Rüebli gegessen. Geil. Hast du die Hey, Brille gesehen? ich habe eine Theorie zu Brillenträger. Das ist ein bisschen eine asoziale Theorie. Ich hoffe, es fühlt sich niemand auf den Schlips treten. Weil ich stehe eigentlich nur Frauen auf den Schlips. Auf Egal. den Slip vor allem. Auf den Slip vor allem. Was kann ich bitte von deiner Story? Oh, also die Kerzen dort hinten, die nimmt es immer fast. Ja, die nimmt es immer fast. Ja, ich habe den Faden ein erneutes Mal verloren. Bro, bist du Danke dumm? Du vielmals. hast gerade eine Theorie über Brillenträger erklären. Ja, genau, stimmt. Ich habe eine Theorie über Brillenträger erklären. Aber, Hey, also, jetzt können wir wirklich meinen, wir sind da in einem Hotboxen, sind wir aber tatsächlich nicht. Ich habe das Gefühl, manch einer, der keine Brille trägt und dann herausfindet aus mysteriösen Taten, dass er eine Brille braucht und dann regelmäßig eine Brille trägt, jetzt kommt dass der Rauch dann- voll in mein Face. ja, in meins auch, dass dann seine Sehfähigkeit, wie meine jetzt zu dir, wegen dem Rauch, exponentiell abnimmt. Warte, jetzt musst du mir nochmal erklären. Also desto mehr du eine Brille anhast, desto schlechter siehst du nachher auch. Ja, das stimmt tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Also, Bis zu dem Punkt, wo der FC Basel diese Saison noch nicht gemacht hat. nein, es gibt ein Gerücht, dass die tatsächlich noch eine spielen in dieser Saison, habe ich gehört. Der FCB. Ah ja? Ist Nein, es so? warte jetzt. Wie ist das schon wieder gegangen mit der Brille? Wenn du deine Brille
zu wenig anhast, ich glaube, dann wird es schlimmer. Und wenn du eine zu gut korrigierte Brille hast, dann werden deine Augen auch schlimmer, um wieder das zu gut korrigierte wieder... Aber korrigieren. Genau, indem die Augen noch schlechter werden. Ja. Heisst eigentlich brüllen, weil jemand schlecht gesehen hat und hat angefangen zu brüllen? Nein, es heisst, Brille heisst Brille, weil eine Brille so gut aussieht und der Brüller ist. Ah! Nice. Ah ja, so ein Ding ist das. Ich warte jetzt, ich kann noch vorhin irgendetwas sagen. Also, Wir ja sind auf gut, Brille bei gekommen. dir ist der Faden ja viel besser als bei mir. Ich weiss tatsächlich nicht mehr, wie wir sind drauf. Wir sind wirklich... Hey, das ist wirklich Aber du könntest eigentlich schnell Folge. den Beat machen vom Young Horn, dann könnte ich eine Line vorrappen. Weißt du kannst ja nur so... Das ist schon instant der Beat. Corona-Pandemie, so sick, ich bin allein. Boom, boom. Ja, das war eine riesen Vorstellung. Haben wir letztes Mal schon über Among Us geredet? Ein bisschen, gell? Hey, was ist Among Us? Among Us? Das ist das, was da oben hängt. Ich habe mir tatsächlich Among eine Among Us. Us-Karte ausgedruckt. Wie ein Profi, dass ich beim Diskutieren auf die Karte kann schauen und weiss, wo ich gesehen bin. Für alle, die nicht wissen, was Among Us ist ein neuartiges Game, wo man zu mehrten spielt in einer grösseren Gruppe und dann sind immer so 6, 7, 8 Leute zusammen und 2 von diesen Leuten oder einer sind dann in dem Fall sozusagen die Bösen, die alle anderen müssen töten und alle anderen müssen herausfinden, wer die Bösen sind. Eigentlich so eine Art Werwölfle im Game. Genau, Werwölfle für Millennials. Du Genau. hast wie 8 FCB-Spiele und 2 FCZ-Spiele. Genau. Und du musst herausfinden, welche sind die schlechten. Okay, das war ein aber- Beispiel, wo man ein Schmunzeln hat aufs Lächeln zaubert. Ja, es ist echt, weißt du, manchmal musst du aber auch ein Späßchen machen, so zwischendurch, Ja. gell? So, weißt du, ein kleines Späßchen. Im Fall Werwölfle ist wirklich ein sehr nice Vergleich, um es zu erklären. Hey, im Fall, das muss ich jetzt noch so schnell Hast du das Gag gespielt? Warum haben wir noch nicht in einer etwas grösseren YouTube-Gruppe gewerwölfelt? Und dann hat er es gefilmt. Ja? Ja, weil es wahrscheinlich absolut niemand juckt. Nein, das ist, weißt du, wie Zum interessant. Zuschauen ist doch Werwölfe nicht lustig, da musst du selber mitspielen. Nein, das ist doch mega lustig. Du kannst ja sogar selber mitspielen. Du musst einfach immer in der Nacht auch die Augen zumachen als Zuschauer. Bro, die Spaß in der Klasse, die amigs noch so zwischen der Hand durchgeschaut haben, wenn sie die Augen zugemacht also haben. die ganz ehrlich, die sind auch gar nicht wert, da jetzt gefrontet zu werden. Die noch immer gar nicht gespienzelt haben, erwarten. nein, also das ist wirklich, Das hat ist ein und allein Unterste. nur der Dude, der die Karte hatte. Nur Der das Guxi-Mädli. Guxi-Mädli? Guxi-Mädli hat es bei uns geheißen. Guxi-Mädchen, Das da musst du Guxi-Mädchen. zwischen den Fingern durchschauen. Da kommt jetzt nochmal ganz eine nice Anekdote von mir zum Werwölfeln. Früher, wo ich bin ja ein bisschen speziell in der Schule, heisst... Du kannst die wir Schule einfach weglassen. Ich bin ein bisschen speziell. Ich bin ein bisschen speziell, das wissen ihr ja alle. Und zwar haben wir früher viel gewerwölfelt in der Schule. Und dann hat es tatsächlich einmal das Game gegeben, die Gönner müssen sich küssen. Also wenn jetzt das Liebespärli gönnt, dann müssen die sich auch küssen. Und ich weiss nicht, ob es auch bei den Werwölfen so war oder bei wem auch immer, aber ich glaube beim Liebespärli. Und ich bin vom Amor verliebt worden mit meiner damaligen Flamme und wir haben gewonnen. Wow, das sind aber Goals, Digga. Aber wir haben uns leider nie geküsst. Ah, Digga, was ist denn das für eine Regel? Ist das in einer Klassenlage gewesen, oder? Das war tatsächlich nicht mal im Lager, sondern ganz normal während der Schulzeit. Das Ah, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Aber Wo ist das gewesen? wie wo? Wo? Dörflich? Örtlich? Örtlich? Ja, soll ich jetzt sagen? Wo St. Gallen oder Zürich? Ja, St. Gallen. St. Gallen Okay. Umgebung. Szene ist eindeutig Die St. Gallen. Szene ist eindeutig St. Gallen. So dritte Die Primarklasse. Szene ist auch Werwolf. Ja. Aber also, das ist auch Fakt. Jeder hat in der Klasse 3 Leute gehabt, die immer, wenn der Lehrer gesagt hat, jo, die können irgendetwas vorschlagen zu machen, Werwölfe, die haben Ja. immer Werwölfe. 15, 14 ist dort auch sicher immer einiges genannt Bro, worden. ich habe mir mal beim 15, 14, ich glaube, meine grösste, wie sagt man dem?
Kinderschütterung geholt, genau. Wir haben das gespielt und irgendwie, der Dude ist so in der Nähe von einem Haus gestanden, das war bei meinem Haus gesehen. Und da hat es eine Ecke gehabt und er ist halt wirklich beim Ecke gestanden, also 2 Meter weg vom Ecke. Und ich komme von der einen Seite vom Ecke, der andere kommt von der anderen Seite vom Ecke, wirklich Vollgas aus dem Ecke gehend mit dem Kopf zusammen. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Ich bin, glaube ich, nur noch dort gelegen, eine halbe Stunde. Weißt du, in 15-14 haben ich und der unsympathische TV einen Vorteil. Die haben keine Rotsäcke. Wir sind leuch. Wir können uns hinter allem verstecken. Und der Vorteil, dass ich auch noch relativ schnell bin, hilft mir auch. Ich habe mir noch nie eine Kinderschütterung geholt, aber es war immer eigentlich das Lustigste gewesen. Im Zivi-Kurs in Schwarzsee haben wir das auch einmal gespielt. Und es ist Shoutout an Zivi-Kurs an der Stelle. Etwas vom Besten. Shoutout Zivi-Kurs Schwarzsee. Mashallah, einfach der Hübsche. Und dort haben wir auch 15-14 gespielt. Und es war leicht feucht am Boden. Und es war so lustig, wie es der eine oder andere einfach komplett umgeleitet hat. Und wahrscheinlich ist so etwas dir passiert. Aber ich habe sehr müssen lachen dann. Was ich vor allem lustig habe gefunden, oder so meine Erkenntnis vom Tag war beim Zivi-Lager, dass wenn 19-, 20-Jährige so ein Spiel spielen, dass es immer noch lustig ist. Ja. Eigentlich, man meint immer so, das spielt man so bis 12 und dann ist es nicht mehr lustig. Es liegt nicht daran, dass es nicht mehr lustig ist. Es liegt einfach daran, dass man wieder neue Möglichkeiten hat, um sich zu unterhalten ab dem Alter. Aber ohne Scheiß, im Zivi-Kurs, wenn du das Handy musst im Zimmer lassen oder halt einfach nicht brauchen darfst, dann sagt der Lehrer, jetzt spielen dir zu 20. irgend so ein Spiel, sei es Räuber und Bulle, Werwölfe, einfach so Kinderspiele. Es ist einfach lustig. Es ist lustig. Und es ist neu lustig, weil du spielst es halt ganz anders, weil du checkst viel mehr. Ich kann dir auch noch sagen, warum es auch noch lustig ist. Weil du 15-14 spielst und gleichzeitig Geld verdienst. Das ist auch noch geil. Das macht es immer noch ein bisschen lustiger. Ich sehe das, wenn ich mein Glas da aufs Knie stelle. Mashallah. Dann? Wie das scheint im Licht. Schau mal. Siehst du das? Hey, wunderschön. Ey, das ist geil im Podcast wahrscheinlich. Ja, es ist wirklich Podcast, geil. Wir können eigentlich den Podcast so übel hochnehmen. Zum Beispiel, dass jetzt da hinten eine nackte Frau steht. Ja gut, das ist nicht lustig, ich komme scheiß drauf. Okay, wir haben noch Songs zum auf die Playlist tun. So ein Ding ist das nämlich. Das stimmt, wir haben die Loose Wobblers Playlist und willst du das Intro machen? Gibt es ein Intro? Das fragen wir uns einfach jede Folge. Nein, ich glaube, da gibt es keins. Aber wir können straight... Es ist echt wirklich besser, wenn wir es lassen. Ja, wir können straight into Loose Wobblers diven. Ja, das können übrigens nur Leute brauchen, die Spotify haben, also auf Apple Music ist es nicht verfügbar. Genau, Adi, jetzt, mein Song ist abhängig von dem, was du wählst, weil wir haben vorher eine kurze Diskussion gehabt, wir haben beide 2 gleiche Artists aufgeschrieben und jetzt je nach welchen du nimmst, nehme ich halt den anderen. Wir haben zwar nicht den gleichen Song, aber den gleichen Artist. Aber man muss sagen, einer der grössten lyrischen Poeten der Neuzeit. Ja, das auf jeden Fall. Der auch, ich würde jetzt mal sogar sagen, no joke, sprachlich sogar noch viel geprägt hat. Ja. Von uns heute. Eine Generation prägt hat sprachlich wie kein anderer in unserer Zeit. Wie kein anderer. The boy himself. Und manchmal macht er auch so eine Bewegung, dann läuft er so zum Radio und dreht einfach mal den Swag auf. Das ist so einer. Der macht manchmal so kranke Sachen. Aber zuerst steigt er wahrscheinlich noch aus dem Bett. Zuerst steigt er aus dem Bett. Ja. Und nachher sagt er immer noch so «What up?» Er steht einfach auf «What up?» Ich drehe den Swag auf. Und der andere ist ein Vorreiter in der Schweiz und der zockt hure gern. Ja, aber die Frage ist jetzt, wer von beiden? Wer ist es von beiden? Es ist eine spannende Entscheidung. Ja, jetzt, Adi, ich lade dir... Wieso machen wir das eigentlich immer so spannend um die scheiß Playlist? Es sind 2 Songs. Ja, man muss ja auch... Ich mache jetzt drauf auf die Playlist Not Nemo mit Videogames, weil Spielschucht ist schlecht
und ich tue das nicht unterstützen, macht lieber Jump'n'Runs in Minecraft. Und darum gibt es nachher im Stream Among Us, liebe Leute. Nachher Among Us mit dem Channel mit mir gamen. Kommt vorbei. Nein, weißt du, Adi, warum machen wir das so spannend? Nein. Weil unser Podcast sonst So langweilig ist. überhaupt nicht spannend ist. Nein, es ist wenn wir wirklich, es irgendwo rausholen. In dem Fall, wenn du Videogames vom Nemo nimmst, dann nehme ich den Song, der dich widerspiegelt. Und zwar heisst er Broke. Vielleicht widerspiegelt er auch mich besser als dich. Aber der heisst Broke und ist vom El Guni und dem einzig wahren Money Boy himself. Money Boy, wir haben noch ein bisschen über Guilty Pleasures Das haben wir wollen, tatsächlich. Stimmt, das haben wir wirklich noch machen. Ey, also, für Guilty Pleasures finde ich schon ein geiles Thema. Weil der Money Boy ist bei mir so ein typisches... Ich weiss nicht mal, ob der Money Boy überhaupt zu einem Guilty Pleasure zählt. Ich wollte gerade sagen, der Money Boy ist schon fast ein bisschen zu cool für ein Guilty Pleasure. Ich glaube, für gewisse Leute oder in gewissen Kreisen ist es ein Guilty Pleasure, aber so in den Kreisen, wo wir uns bewegen, ist es kein Guilty Pleasure. Ich wollte sagen, in den Kreisen, wo der Money Boy wirklich ein Guilty Pleasure ist, das sind auch einfach Scheisskreise. Das sind einfach Scheisskreise. Da will ich mich gar nicht umtreiben. Nein, ich Leute, auch die den nicht. Moneyboy scheiße finden, in den Kreis will ich gar nicht reinsteppen. Nein, ich auch nicht. Da steppe ich lieber raus mit meinen Boots an den Feeds, wie der Moneyboy würde sagen. Es hat wirklich mal eine Zeit gegeben, wo man in der Schule so getalkt hat. Wo man in der Schule so Das ist, getagt glaube hat, ich, das bei habe mir ich in der nie Sec-Time gehabt. gewesen. Nein, das war bei mir, als ich am Minecraft am Zocken bin gewesen. Wo Bin gewesen, du so bist würde ich sagen. Minecraft am Zocken Am Player Bean gewesen. gesehen. Ja, voll nein. Ich muss ja sagen, ich rede ja jetzt eigentlich noch so, wie so ein Anglizismen Der volltätscht. Robin von 2 Uhr morgen würde es stören. An der Stelle mal Grüße an Robin von 2 Uhr morgen, der sich immer lustig macht über Da uns. können wir jetzt noch einen kleinen Rant Jetzt mal raushauen Real im Fall. Talk. Jetzt mal Real Talk. Wir müssen eine Kategorie machen, die so heisst. Jetzt mal Real Talk. Es gibt doch das ist der Name gibt es sicher schon als Podcast. Jetzt mal Real Talk. Ja, aber doch es ist eine Kategorie bei uns. Okay, das ist jetzt unsere Kategorie und ich will jetzt mal einen Real Talk sagen. Genau, wir müssen dann immer so sagen, das ist das und jetzt mal Real Talk. Und zwar muss ich da kurz die Guys, die Jungs von 2 am Morgen ein bisschen beim Arm nehmen, bei der Hand nehmen und sagen, so nicht, meine lieben Jungs. Und zwar haben sie sich immer wieder lustig darüber gemacht, wie wir Anglizismen brauchen. Zum Beispiel einerseits Anglizismen, andererseits jetzt mal Real Talk und wild. Genau. Wild ist bei ihnen wirklich so der maximale Trend von. Aber ich glaube, das ist schon so die ersten Zeichen, wo man merkt, so, die kommen langsam das Boomen. Ja, die sind langsam Boomer. Aber das Ding ist eben, ich habe ab und an mal in eine Folge von ihrem Podcast reingelassen. Und also dort habe ich den Robin ertappt beim Jonglieren mit Anglizismen. Und habe ich gedacht, also wenn ich jetzt könnte in ihr Studio reinlaufen und sagen, ha! Hast Got him! Die Anglizismenpolizei hat gerade zugeschlagen. Ja, wirklich, die Anglizismenpolizei hat gerade gemacht, Du hast Pino! natürlich gerade in den Chat reingeschrieben, lieber Robin, so nicht, LG Can. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Daumen runter. Weil ich wollte da im Podcast einfach nur darüber ablästern. Ja, also es ist nicht lästern, es ist ein Real Talk. Nein, es ist auch sachliche Kritik. Nein, es ist eine sachliche Nein, ich Kritik. finde, man muss auch mal wirklich sachlich an die wichtigen Probleme von der heutigen Gesellschaft ja, herangehen. genau, so wie beim 3 gegen 3 stehen alle nebeneinander und bei der Hauptshow ist noch eine Plexiglasscheibe dazwischen. Ja, aber Nein, haben wir Spaß, nicht schon hey. letztes Mal darüber geredet, dass wirklich so mega viele Corona-Massnahmen sind halt wirklich so. Es geht wirklich nur darum, dass man versicherungstechnisch abgesichert ist. Versicherungstechnisch? Versicherungstechnisch, ja. Ja, ich weiss, du kennst das Wort nicht. Aber Nein, ich kenne es wirklich nicht. Nein, ich muss noch ganz kurz sagen, Kuss geht raus an die Jungs von 2 Uhr morgen, die sind wirklich cool. Aber wir ihr fänden es solltet mal cooler- zugeben, Und wir fänden es auch wirklich Anglizismen cool, wenn braucht. ihre Sendung wirklich um 2 Uhr morgen wird kommen. Dann wird es niemand schauen. Hast du eigentlich gewusst, dass 2 am Morgen kommt von SRF 2 am Morgen? Nein, das kommt nicht von dort. SF 2 am Morgen kommt davon, dass sie die Show gemacht haben mit 2 Leuten, die am Morgen ausgestrahlt ist. Es sind Dann die bin ich ja 2 noch am Morgen. loster! Geil! Ja, mit 2 Leuten am Morgen
mit der SRF 2 am Morgen. Es ist einfach ein perfektes Wortspiel, muss man sagen. Aber es gibt natürlich auch noch... Was ist jetzt passiert? Speichermedium ist zu langsam. Was ist jetzt das für ein Da ist unser Podcast ausgestiegen. Warte jetzt. Jetzt musst du einfach nochmal hinten an und neu. Soll ich schnell los, aber wir sind stehen geblieben? Mach mal. Ja. Geil! Ja, mit 2 Leuten mit der SRF 2. Ja gut, ich weiss etwa. Schau, jetzt sehen die im Stream. Das gehört jetzt im Podcast nicht, was wir da sagen, weißt du? Ja. Das 2 am Morgen. Ich weiss, wo wir sind, kannst du eigentlich hinten anfangen. Okay, kannst du anschließen? Ja, ich kann anschliessen. Jetzt sehen die daheim mal, wie das ist. Ja, wie das ist. Also. Warte jetzt. Ja, wir nehmen, es läuft. Also ich kann auf jeden Fall festhalten, 2 am Morgen ist das perfekte Wortspiel. In jeglicher Hinsicht. Nur, dass sie halt jetzt das dritte sind und nicht das zweite. Es ist wirklich... was habe ich da letztens geschaut? Ich habe meinen Eltern müssen erklären, dass SRF 2 am Morgen am Freitag oben auf SRF 2 irgendwie am 9 Uhr kommt, aber mit 3 Leuten. Das ist wirklich... Ja. Das musst du auch zuerst mal erklären. Ja, das musst du wirklich auch zuerst mal erklären. Recht heavy shit. Aber Can, was sind deine Guilty Pleasures? Meine Guilty Pleasures? Ich muss jetzt tatsächlich mal schnell überlegen, ob Ich habe keine Guilty Pleasure. etwas habe. Soll ich sagen? Mein oder dein? Dein? Ja, sag mal dein. Vielleicht Ich kann lege ich mir gerne etwas... Tangas an. Du leihst gerne Tangas an. Ich weiss, ich finde es ziemlich schön zum Anschauen. Ja. Findest du es schön, wenn ich die Hose nicht anhabe? Ja. Oh. Man muss einmal loben. Ja, man muss auch mal die schönen 2 Monde anschauen vom Adi. Nein, sag mal. Guilty Pleasure bei mir ganz klar. Ich weiß nicht, ob das dazu zählt. Pietro Lombardi. Ich höre ohne Scheiß. Ich habe wirklich noch oft gerade von ihm das Lied Kämpferherz. Kennst du das? In deiner Brust, da schlägt ein Kämpferherz. Es ist so einerseits Pietro Lombardi ist bei mir so ein bisschen ein Guilty Pleasure, weil eigentlich bin ich nicht so auf dem... So das DSDS-Zeug finde ich für mich so ein bisschen, ja, okay. Aber Pietro Lombardi finde ich als Person mega cool, aber die Musik ist für mich schon Guilty Pleasure. Um sie wirklich ernsthaft los und sagen, ich finde es geile Musik. Dann Schlager. Ich los, also es gibt wirklich, das ist jetzt wirklich, das muss ich sagen, ich los einfach manchmal Schlager, zum Beispiel, wenn ich allein Auto fahre. Also du hörst ist auch noch ganz anders als Schlager, wo man da könnte als Guilty Pleasure bezeichnen, aber... Du mal aufzählen, was habe ich schon alles gelost, oder? Ja, also, Max Rabe? Ja, Max Rabe. Der ist sicher auch ein Guilty Pleasure. Nein, das ist nicht, da bin ich stolz drauf. Bist du stolz drauf? Das ist eine Qualität. Ja, nein, also ich muss sagen, ich finde, dein Musikgeschmack, den kann man gar nicht schlecht reden, weil der so gut und speziell ist. Also... Ich glaube, da kann ich mich wirklich mal selber loben. Ja. Weird Flex. Ich höre einfach mega viel auch. Ja. Also ich höre wirklich von Hardrock. Ich finde, es gibt wirklich geile Hardrock-Lieder. Und ich meine nicht so ein bisschen Rock, sondern wirklich so... Ja. Dort so Five Finger Death Punch-mäßig. Ich kann Schlager hören, ich kann Rap. Ich bin ja mega lange nicht im Rap-Game gewesen. Ich glaube, von dort kommt das auch. Dass ich früher viel mehr so ein bisschen den anderen Shit gehört habe. Ich bin ja erst seit 2,5 Jahren in dem Rap-Game. Ich auch. Ich sage es, glaube ich, jetzt zum 1000. Mal. Aber 2000, haben wir es schon mal gesagt, dass wir neu im Rap-Game sind? 2016 habe ich in einem YouTube-Video noch gesagt, ich höre alles außer Deutschrap. Und jetzt höre ich eigentlich nur noch Rap. Ich fühle mich da wie in einem Haus, das nicht brennt. Ja, dann müssen wir da es hat einfach zu wenig Rauch. Jetzt mal Rauch bei die Fische. Jetzt mal... Ja, nein, das ist... Rauch. Was ist bei mir so eine Guilty Pleasure? Ja, also ich muss sagen, ein Guilty Pleasure bei mir, früher hätte ich das als Guilty Pleasure bezeichnet. Heute kann man das eigentlich einfach so sagen. Justin Bieber habe ich sehr gern gehört. Aber so wirklich die früheren Lieder? So damals, ja, früher tatsächlich auch Baby und all das. Ja. Und ich habe das wirklich versteckt. Ich habe mich wirklich nicht getraut, das wirklich zu zeigen oder zu erzählen, sondern ich hatte CD gehabt, ich habe in meinem CD-Player das gehört mit Kopfhörer. Das ist sicher etwas, wo ich so hätte dazu zählt. Aber ich finde es jetzt gerade wirklich schwierig, so etwas, wo ich mache, schaue, bei mir ist cool finde, was ich nicht würde jetzt cool finden. Wirklich. Bei mir ist es noch, ich weiß nicht, ob das als Guilty Pleasure zählt oder einfach als wirklich anerkannte Behinderung. Nein, ich tue manchmal vom Spiegel tanzen. Also wirklich, weißt du, du gehst gerade so duschen, bist vorm Spiegel und dann machst du einfach so
also weißt, so wirklich, du probierst jetzt so mal so, wie würde ich aussehen, wenn jetzt wie so eine ernsthafte Bühne tanzt, weißt du, so einen ernsten Blick und es ist wirklich maximal cringe. Das würde ich niemandem zeigen. Das habe ich ja tatsächlich noch relativ viel gemacht vor dem Spiegel tanzen, weil ich Break habe. Und dort ist 90% halt vor dem Spiegel. Ich meine nicht halt so tanzen, sondern mehr so, weißt du, so, wirklich so weißt du, so die Ballett-Armschwünge. Ja. So, man macht auch mal das, um mal so testen, wie würde es jetzt aussehen. Ja, wie schön kann man die Wellen machen. Ja, und so, aber weißt du, man tut dann so try-hard. Ja. So Man maximal geht all in. Du musst, Ich habe früher tatsächlich viel getanzt, wenn es mir ist schlecht gegangen, um Emotionen irgendwie rauszulassen. Das hat mir auch fest geholfen damals. Bei mir ist es manchmal so, wenn ich gehe laufen und bin irgendwie so, entweder bin ich gehypt oder bin ich manchmal sehr drauf, dann tue ich so hopsen. Ich tue im Wald so hopsen, weißt du, so Hipsi-Hopsen. Ich kenne das Hipsi-Hopsen, aber So, das habe ich irgendwann aufgehört, so mit 20 habe ich das aufgehört. So mit 20 habe ich gedacht, also ich mache es auch mega selten, aber letzte Woche habe ich es mal gemacht. Irgendetwas ist Geiles gesehen am Oben und ich bin ja laufen und habe Musik gehört. Aber dann laufe ich so, aber weißt, es ist nicht lang, es ist nur so 20, 30 Meter. Du hast so einen schnellen kleinen Energieschub, wo du sagst, so, Bro, jetzt muss ich auch Hipsi hopsen. Also ich muss sagen, mit 12 habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ich bin 20 km/h schneller, als wenn ich normal laufen würde, mit dem Hipsi-Hopsen. Mit dem... Ja. Aber ist man gar nicht. Man hopst ja nur. Nein, es sieht auch einfach aus wie ein behindertes, weiss auch nicht was gerade durch das wäre jetzt politisch nicht korrekt gewesen, tut mir leid. Das darfst du einfach nicht im Wald machen, wenn ein Jäger rum ist, weil der meint, du bist ein Reh. Du bist ein Reh. Und der ist echt schon mal... einfach um. Hättest du echt schon mal ein Jäger ein Reh mit einem Mensch verwechselt? Das hat es safe schon mal gegeben, 100%. Also, da kann ich sogar eine Geschichte aus erster Hand erzählen. Ah, hast du einen abgeschossen? Ich habe einen verschossen im Wald. Geil, also. Aber nein, ist ein Fan nicht mit Menschen. Ein Hund, der Hund von meiner Großmutter, einer. Ein Jäger? Ist am... Ich weiss nicht, das Ding ist so laut. Am Reh nah, ob der Hund am Reh nah ist oder einfach in den Wald gerannt ist und der ist nicht mehr zurückgekommen. Also, echt nicht mehr zurückgekommen? Nein, der ist verschossen worden von einem Jäger. Das ist aber ein ganz schlechter Jäger. Also, ich sag mal so... Also, das machen die Jäger manchmal dann auch extra, weil es nicht wollen, dass der Hund halt das Wild reisst. Ja, aber wegen dem verschießt doch nicht den Hund. Da lässt du doch einfach lieber das Wild davon laufen oder vom Hund reissen. Ja, ich sag dir, der Hund... Ich sag dir, der hat ihn das Reh weggejeitet, und dann hat er dann das Reh vom Jäger weggezogen und versteckt hinter einem Baum. Auf jeden Fall, ja. Also, ich sag mal so, ich bin jetzt kein Jäger, aber ich kann einen Hund von einem Reh unterscheiden. Das kann ich. Also, ich glaube, das würde ich noch anbekommen als Jäger. Ja. Aber da musst du safe eine Strafe zahlen, 100%. Ja, ausser halt, der Hund wird nie gefunden. Und der Hund ist, glaube ich, wirklich nicht gefunden worden. Ah, der ist halt wirklich nicht gefunden worden? Ja, ich glaube. Das ist natürlich... Also das ist im Fall eine tragischere Geschichte, als ich sie jetzt da erzähle. Ja, das nehme ich fürs Jahr. Ja. Aber ja, es ist halt auch aus gewisser Distanz dann schon noch manchmal ein bisschen lustig. Ja, aber also es ist auch nicht lustig, wenn ein Jäger einen Menschen abschießt, muss man sagen. Ja, mal, das ist lustig ist. Ja. Also es ist doch safe schon mal passiert. Das ist schon passiert. Was sicher auch schon passiert ist ein Dreier. Hast du eigentlich einen vorbereitet oder sind wir so unvorbereitet da reingestartet? Wir müssen sagen, wo der Stream schon gelaufen ist, wir haben wirklich heute ein strenges Programm gehabt. Ey, wirklich? Also für alle, die sagen, haben ihr ein Schocki-Leben. Schau mal, wir sitzen auf einem Stuhl und reden. Und reden, ey, wirklich. Also ich finde es noch krass, dass das von außen wirkt immer so leicht und einfach, obwohl dahinter halt schon relativ viel Stress und Arbeit liegt. Also ich bin heute gefühlt am 7 auf den Zug, 8, 9. Dann hast du erst einfach mal 2,5 Stunden im Zug sitzen. Ja, ich musste Zug fahren. Es ist anstrengend. Nein, nachher bin ich zum Adi, dann haben wir zuerst mal das Studio eingerichtet, aufgebaut. Nein, zuerst haben wir gegessen, das Studio eingerichtet, aufgebaut, Song aufgenommen, dann haben wir noch Zeit gehabt für eine Pause und ein bisschen Ping-Pong. Wirklich anstrengend. Aber wir haben wirklich nicht lang gespielt. Ja, 3 Matches. Also wo ich 15, 20 Minuten haben wir gespielt. Wo ich die schnell dann haben wir das Setup aufgebaut hier. Da will er nicht drüber reden, gell? Also ja, ich finde es auch okay, wenn wir einfach nicht drüber reden. So. Ist gut, komm. Also weißt du, man muss ja auch nicht in jedem Podcast drüber reden, dass ich gewonnen habe gegen dich.
Also, wer ist im letzten Ping-Pong So, Turnier also, Zweiter sind wir auf geworden jeden und Fall hat ein jetzt Studio aufstellen, haben irgendwie 20 Minuten Zeit gehabt, um zu Nachtessen und haben Genau. dann müssen eben das Zeug vorbereiten. Und wir sind wirklich mit den Vorbereitungen vom Podcast, mit denen wir ein bisschen besprechen, was wir Ja. darüber reden und so, wirklich etwa 5 Minuten, bevor wir Ja. Cam umgestellt haben. Also für alle die, wo jetzt da gerade im Stream live sind, also wir haben noch kurzerhand ein Halloween-Intro zusammengebastelt, dass wir das im Geschnitten, Stream, das ganze Layout haben wir das noch gemacht. ganze Layout, wir haben den ganzen Background, den man da sieht, aufgebaut, eingerichtet. Und, Wir sind krass, also man muss es einfach mal sagen. Hey, man muss wirklich sagen, wir sind einfach anders krass. Nein, aber genau, jetzt streamen wir da dann, jetzt eine Stunde, nachher streamen wir noch länger und das heisst, eigentlich haben wir dann vom Morgen bis am Abend ein Stuff gemacht. Und das ist dann schon, dass man so um 2 in der Nacht irgendwann mal dann ein Auge zudrückt und noch froh ist, dass man jetzt schlafen kann. Ja, voll. Ja. Das ist schon so. Ja, ja. Und Die Reihe. morgen geht es nicht besser weiter, weil morgen wird noch ein sogenanntes Musizierendes Video gedreht. musizierendes Video gedreht für Stimmt. den Song, den wir haben aufgenommen Das kommt in einer Woche online übrigens. Genau. Am Sonntag am 30, 31, 32. Ja, 32 jetzt wahrscheinlich. Warte. 30, 31, 1. Am 8. Ja. Und unser 8. On the 8th Otto, of Otto. November. Otto. Gala. Genau. Meinst du Gala? Können wir La Gala. Gala. Sie müssen doch einfach... Kennt ihr den Gala-Käse? Wenn der Gala-Käse eine Gala macht, Ist es Gala. dann ist es Gala. Und wenn man sich wenn- an der Gala lässt, La Gala, dann ist es Gala, La Gala. Ja, wenn man an eine Gala geht, wo man wieder eigentlich die Leute gehen lassen, und die vom Gala ist, dann ist es Gala. Gala. Und wir sind auch ein bisschen Bala. Aber trippen wir im Dreier mit Adrian. Viel Halloweenigen Spaß. Kannst du mir mal den Balla überballen? Der Balla. Den Balla überballen. Die Reihe. Can, Ja. erstens, was ist Ey. dein Lieblingsviertag? Mein Aber Lieblingsviertag. du musst jetzt wirklich auf einen einigen. Also, Muss ich mich auf einen festlegen. Mein Geburtstag. abgehoben, Digga. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, Ich weiß nicht. nein, ich habe keinen Lieblings... Doch, du hast jetzt... Ja, also, Spätestens ab dieser Frage hast du jetzt einen Lieblingsviertag. das Ding ist so, ich bin ich weiß auch nicht. Also warte mal. Halloween habe ich sehr gern, weil das so als Kind einfach geil ist. Ja, aber das ist jetzt nicht die Lieblingsviertag. Dann Weihnachten hat man früher einfach gern gehabt, weil man Geschenke bekommen hat. Ostern, das will ich noch schnell sagen. Ostern. Jetzt mal Real Talk. Da muss ich jetzt mal schnell Real Talk-haftig sagen. Also alle Kinder, die auf Ostern Geschenke bekommen haben, eure Bonzen. Eltern haben das Bonzen. Leben einfach nicht im Bonzen. Griff und ihr seid Bonzen. Kinder, die an Ostern Geschenke bekommen haben, die haben auch am 6. Dezember, wo der Niki Naki kam, noch eine Playstation 6 geschenkt bekommen. Alter. Holy shit, ich habe eine Nuss bekommen. So eine Nuss, so ein fucking und- Nüssli-Ding und Und ein Mandarinli. Mandarinli. Shit, und wenn er ganz lieb war, hat es noch Schoki drin gehabt. Nein, also das ist wirklich so. Wenn man Und- dann und- Geschenke bekommen hat, Fame. Ja, nein, das ist wirklich ich kann nur gerade an all die Leute denken, wo so denken, Samichlaus, was ist das? Nein, Warte kurz. oh mein Gott, jetzt bin ich so verschrocken. Es ist auch einfach sau laut, Mann. Es ist sau laut und Ja. jetzt ist gerade das Auto vorbeigefahren. Mein Lieblingsviertag, also ich glaube, die Entscheidung fällt zwischen Weihnachten, Neujahr und 1. August. Ich sage Neujahr. Vielleicht auch 1. August. Ich weiss, aber vielleicht auch Weihnachten. Aber Neujahr oder 1. August, nein, Weihnachten ist bei mir nicht, das ist mir zu stressig mit Geschenken, Leute schenken. Nachher hast du für jemanden ein Geschenk nicht und er hat eins für dich und du fühlst dich schlechter, als dich jemals gefühlt hast. Nein, das Schlimmste an Nein. Weihnachten, ich fühle Weihnachten wirklich sehr, aber das Schlimmste finde ich Wichteln. Das finde ich das Beste. Ich habe das nie gefühlt. Nein, Das Wichteln. ist so aufwendig. Nein, es ist doch gar nicht. Also, okay, schau, es gibt ein viel Bro, wenn du bessere. wenn du in der Schule gewichtet Okay, hast, ja, der eine Schule. bekommt von Ja, dem Bonz ja, eine Playstation 7 ja. und der andere bekommt einfach
Ein gespitzter Ja. Bleistift. Okay, aber man muss... Ein Playstation. Ein Bleistiftstation. Man muss einfach sagen, in der Schule allgemein so Sachen wie Wichteln, das kann einfach nur unfair enden. Ja. Anyway, In der Ferne. Wichteln, nein, in der Fam, und du musst es so machen, jeder Name von der Familie oder von der erweiterten Familie ist immer Gouverne, man schickt das um, jeder zieht jemanden und muss dann an der Weihnachten ein Geschenk für die Person mitbringen, die er gezogen hat. Und nachher musst du dich nur um ein Geschenk kümmern. Und nicht um 34, weil alle Verwandten kommen. Das ist im Fall ein Aha, ja, Lifehack. aber dann fallen alle anderen weg. Ja klar, du bekommst dann auch nur ein Geschenk. Das ist ja mega weg. Dann lohnt sich das ja gar nicht. Das lohnt sich extrem, weil du bekommst ein geiles Geschenk. Ja. Nein, ich glaube, ich finde Weihnachten schon eines der nicesten Feiertage, weil ich finde es eigentlich schon auch cringe, zum mit der Fam Weihnachtslieder singen, aber es ist auch schön. Machen die das? Ja. Das habe ich Gefühl, glaube wir haben das Noch nie. sicher mal gemacht, aber nie gemacht. Doch bei uns ist es wirklich so, wir singen Lieder, dann erzählt noch jemand eine Story, also eine Weihnachtsgeschichte, aber das ist dann immer maximal cringe. Boah, er macht so. das ja richtig auf real. Ich Ja. fühle mich gerade wie der grösste Aber wir spielen auch- Atheist, Wir spielen auch, also jemand spielt Klavier live, zum Beispiel mein Bruder Das oder meine fände ich aber schön. Großmutter. Das Und fände dann ich auch tun wir schön. zum Klavier tun wir Weihnachtslieder singen. Ja, nein, also ich... Wir können einfach etwas. Nein, für mich ist es immer... meine Familie, da muss ich einfach schnell Shoutouts geben. Da ist das Essen immer einfach sehr, sehr gut. Und mit sehr, sehr gut meine ich qualitativ sehr, sehr gut von den Produkten und von wie es gekocht worden ist. Sehr fein, und auf das freue ich mich immer sehr fest, aufs Essen und aufs nachher Zusammensein und Und auf einen Gruppensex. auf den Gruppensex natürlich und auf wenn man ja einfach so dass man sich so gern hat sharen, so den Moment sharen, Eben der dass man so Gruppensex. zusammen so ist, der Gruppensex, genau. Da ist wirklich Aber schön. oft habe ich davor auch viel Stress und würde dann auch irgendwann gerne wieder gehen. So. Und bei Neujahr oder so, oder beim 1. August, das war für mich immer so ein bisschen entspannter gewesen, weil man so ein bisschen hat können irgendwie freier etwas abmachen oder sein. Und auch nochmal absolutes Minus an all die 0-0 mit dem Handy sind da gestanden und allen zuerst mal eine Story geschickt und nicht auf die Bei Menschen 0-0 geschaut haben, muss die ich mein gerade Handy abschlecken. bei einem rum sind. Bei 0-0 muss ich mein Handy abschlecken. Warum? Aber bei 1-1 und 11-11. Also der Maelo würde dir jetzt einen Klapp auf den Hinterkopf geben. Ich Hallo? mache das natürlich nicht mehr seit Corona. Ja, geht's noch. Aber es gibt einfach wirklich Leute, die küssen ihr Handy, wenn es so 11-11 ist oder 12-12 Da auch absolutes oder Minus an die Menschen. 23. Wir haben früher Screenshots gemacht. Hast du früher mal etwas gesammelt? Da muss ich mich jetzt outen Ja, als logisch. Briefmarkensammler. Wir haben so ganze Bücher voll gehabt mit richtig krassen Briefmarken. Und Bierdeckel. What the fuck? Wir haben Bierdeckel Can gesammelt. hat schon mit 4 Bierdeckel gesammelt, aber mit Bier, das er selber getrunken hat. Ja, es ist ja natürlich nicht nur von Bier, sondern alle möglichen so Deckel. Und dann hast du Aber- so noch immer angekämmert. Nein, so wir haben die verbrannt. in einem riesigen Sack gehabt. Und es hat immer so nice rumgeraschelt in dem. Ich habe Geld gesammelt, schon mit 6. Ja. Es ist natürlich, es hat sich aufgestockt, kann Ja. man sagen. Nein, ich habe gesammelt. Was habe ich gesammelt? Ja, da Panini-Dingsbums. Also, Ich das bin haben wir auch mal ich bin gesammelt. sogar mal an einen Panini-Treff gegangen, Oha. wo man so exchanged hat. Da sind Oha. so alle People gewesen, und da hat es im Fall Leute gehabt, mit denen ich können, die haben so all, also weißt, die haben so mehrere grosse Stapel gehabt. Du hast bei denen den Ronaldo können holen, dann für 30 Kärtchen und so. Mhm. Crazy. Ich glaube, Kinder sind auch einfach richtig nervig zu Eltern, wenn Panini-Bilder draussen sind. Weißt du, so Eltern wissen Kennt so, man das Bro, heute es noch? ist teuer, aber das Kind ich weiß nicht. Ich glaube, die Eltern haben das erfolgreich abgeschoben. Also ich glaube, das kennst du heute gar nicht. Kennst du heute noch Panini-Bilder? An der WM schon, ja. Schon? Ja, ja. Schon? Ja, ja. Schon? Ich glaube, da gibt es also 40-jährige Nerds, die noch so richtig am Rein-Tryharden sind. Die Besten sind immer die gewesen, die Kinder, die ihren Vater noch Auch mitgespielt ja, haben. immer! Weil der Vater hat dann die grosse Box gekauft. 40 Stunden. Und du denkst dir einfach nur so, Oder 100. warum? Ja. Ich kann mir nicht mal ein Päckchen leisten. Haben wir so alles Geld zusammengekratzt. Aber apropos Briefmarken sammeln, was ich mir mal so überlegt habe heute
die Woche mit einem Kollegen darüber geredet, wenn so gewisse Gegenstände halt so zu mega Sammler-Sachen geworden wären. Weißt du, wieso sind das Uhren geworden oder so? Weißt du, stell dir mal einfach vor, es gäbe so Designer-Fäden. So. Ja, aber... Und dann haben Leute einfach so Fäden und dann flexen sie auf Insta mit ihrem Faden, dann haben sie ihre Faden ins Bild. Ja, das ist natürlich, weil eine Uhr eine sehr komplexe Funktion hat Ja, logisch, und über aber- Jahre, über Jahrzehnte lang kann funktionieren, ohne dass irgendwie ein Akku muss geladen werden. Ja, aber es sind ja nicht nur Uhren, sondern ich meine Schuhe oder weiss ich was. Stell dir mal vor, es gäbe wirklich so etwas ganz Weirdes, so Kerzen. Stell dir mal vor, Kerzen wären mega das Ding. Und dann tut man so Kerzen kaufen für so 30'000 Stutz. Ja, das wäre definitiv recht dumm. Nein, wir haben doch heute über Sportarten geredet. Man. Ja, Wir ja. fänden es mega lustig, wenn so gewisse Sportarten einfach mega bekannt wären. Wieso ist das Fußball geworden? Klar, es ist einfach zum Verstehen, aber wenn das einfach so Kugeln stoßen worden Ja, wäre. aber, also wenn du überlegst, Fußball ist ja so ein Hirnsport. 22 Dudes säckeln am Ball hinten rein und werden in einen viereckigen Rahmen reinjeiten. Also, Oder so, wenn was gäbe es so für ganz weirde Sportarten? Einfach so, wenn so die bekannt worden wären, das wäre so mega lustig. So irgendwie, eben so, wie hat das geheißen in der Schule? Das Spiel, wo man 4 Matten in der Ecke hatte. Brennball, Stell dir vor, Brennball wäre so mega das Ding geworden. der Völkerball. Oder Völkerball. Gut, Ja. Brennball ist ja einigermaßen so ein bisschen, kannst du mit dem Baseball vergleichen. Stimmt. Musst Das ist so auch ein bisschen die abschlagen, säckeln. Wack-Version. Aber so irgendwie Völker oder Burgenvölki. Sitzball oder so. so Sitzball, wäre einfach so mega das Ding. Und dann gibt es so Sitzballstadien, wo so 60'000 Leute so eine WM zuschauen, wie die einfach Sitzball spielen. Crazy, das wäre schon noch wild. Oder Jasse. Jasse wäre so die üble, So- wäre so wie Poker geworden. In der Mitte ist so ein Tisch und rund um so ein riesiges Stadion, 50'000 Menschen Und im schauen Joggeli zu Basel gibt es so, wird es so übertreibt und das ganze Joggeli ist voll. Und wenn Digga. jemand einen Stich macht, raschen alle so komplett aus. Das wäre schon noch wild. Das wäre schon noch geil. Das wäre schon noch geil. Mhm. Sag mal, hast du auch einen zweiten Punkt noch? Weil wir sind, glaube ich, immer noch beim ersten. Ja, der zweite Punkt ist recht kurz, und zwar Shoutout an dein Timmy Schwanz? Time. Hä? Was? Was? Hä? Was? Was? Hä? Hä? Okay, der zweite Punkt ist ein Shoutout an Timmy Time. Er hat mit dem Kürbis geschnitzt, Aha. wo da vor uns steht. Und es ist wirklich krass, wie der Kürbis sieht halt wirklich aus, als wäre von einem Comic gezeichnet. Es sieht halt wirklich so verkrüppelt aus. Ist wirklich ein bisschen wie dein Gesicht. Nice. Hey, Nein, ich muss sagen, Kürbis sehen wirklich wie Kürbis aus. Das Nein, ist Kürbis krass. sehen aus wie Kürbis, aber ich finde es auch schön, dass es so ein hoher Kürbis ist. Schon überdurchschnittlich. Hast du gewusst, dass man Kürbis nie am Stiel heben Ja, weil dann der Stiel kann abreißen. Wir sind am Tisch gehockt bei uns und wir erzählen das so. Und dann mit der ist mal so, Kürbis am Stiel auflüpfen, instant. Hat's Deine wollen testen. Mom komplett ausgerastet. Ja, meine Mama ist Floristin, die weiss das. Aber Ja. jetzt lüpfe ich den Deckel auch am Stiel auf. Ja. Nein, manchmal muss man den Deckel auch einfach am Stiel nehmen. Aber Das es ist ist mal so. krass, wie ähnlich Kürbis ich meine Essenskürbis, wie ähnlich die wie Süßkartoffeln schmecken. Das ist wirklich, du könntest Süßkartoffeln, Ja, finde doch, ich nicht im Bro, Fall. Real Talk, du kannst Nein. Süßkartoffeln nicht von Ofenkürbis. Ich schon. Nein, das Ich kannst du schon. nicht. Ich weiss, dass du das nicht kannst. Ich hasse. Ja, in dem Fall. Ja, ich Also machen wir hasse. nächstes Mal testen. Ja, machen Okay, gut. Okay. Machen wir. Nein, ich habe beides nicht so gerne aus dem Ofen. Also, Du hast Süßkartoffeln nicht gern? nein, das Süßkartoffeln nicht. Süßkartofen. Süßkartoffeln habe ich nicht gern. Kürbis geht. Und Kürbissuppe, Maschallah, der leckere. Kürbissuppe, geil. Oder die leckere. Das ist ja nicht der Suppe. Jan Dilecki. Jan Yes. Ja, komm, Digga. Drittens. Das ist so ein Essens-Lifehack im Fall. Okay, jetzt bin ich Pizza gespannt. ist besser, wenn man Philadelphia drauf tut. Also du musst so kleine, weißt du, so, nicht so wie Käse verteilen, sondern so kleine, einfach so kleine, überall auf Pizza muss man so ein bisschen Philadelphia so einfach drauf. Also viel Adelphia oder Ja, eher nein, wenig? es muss nicht viel sein, wenig Delphia. Ah, okay, wenig Delphia. Das ist so mein Pizza-Lifehack. Okay, und das macht's nachher? Geil. Du hast dann so wie verlaufene, weisse Flecken auf der Pizza, die so cremig sind. Nice! Jo, ich kann mal ein Lifehack geben, Ja, alle nein, Leute, ist die ist kochen. gut. Probiert aus, wie es ist, Pizza mit Philadelphia essen. Probiert es aus. Ich habe heute nämlich sogar auch Pizza mit Philadelphia Eben, drauf gehabt. du hast Ja, sie es eigentlich ist, sogar es gegessen. ist sogar lecker gewesen. Ja, gut, also nein, man muss sagen, die Pizza ist sehr hässlich gewesen. Ich habe die gestern gemacht und ich habe hab's gegessen bei den Tomaten.
das Wasser abziehen. Also, wir haben so Tomaten in einer Büchse, die so in der Flüssigkeit schwimmen und die musst du halt wie ausleeren. Ja. Aber ich habe die Flüssigkeit mit der Tomate im Mixer reingeleert und dann die Flüssigkeit gemacht und auf der Pizza. Und, heute ist es noch gegangen, aber gestern beim Pizza in den Ofen, labrig. Ist einfach... Ja. Das war so Wasser gewesen, mit so Teig drinnen. Ah, geil. Und der Käse ist noch irgendwo rumgeschwommen. Geil, chili. Ja, chili. Chili. Nice. Aber hast du so einen Essenstipp? Weißt du, so etwas, wo man so kocht, so einen kleinen? Ja, ich kann aus dem Neinkästchen plaudern, zum Beispiel Lasagne. Da auf jeden Fall zwischendurch eine Lage Mozzarella rein tun. Das ist, sage ich euch, ein Lifehack. Das ist eine käsige Angelegenheit. Das ist eine käsige Angelegenheit, aber ich sage euch, das macht es nochmal um einiges besser. Für alle die ein bisschen exotisch unterwegs sind, kann man auch in ein Birchermüsli Rüebli klein schneiden oder Nüsse. Nüsse ist zwar nicht so speziell, aber Rüebli. Okay. Das hat so einen gewissen Crunch, aber es fühlt sich nicht komplett fehl am Platz an. Also, ich muss aber sagen, ich habe es lieber trotzdem ohne, aber es kann ein Lifehack sein für Leute, die gerne so einen guten Biss von etwas haben. Mhm. Mein Lifehack ist, du musst, wenn du Mikrowellen-Popcorn machst, kennst du die, wie die so aussehen in der Verpackung? Das habe ich auch mal mit 17 dann gelernt, wie das funktioniert. Ich habe es etwa vor einem halben Jahr erst entdeckt. Eben. Same. Das musst du mit einem Messer aufschneiden und dann musst du ein Stück Butter rein tun. Aber das hat ja Butter schon drin. Ich weiss, aber du musst noch ein bisschen mehr rein tun. Dann wird es noch nicer. Noch wird es noch mehr so der... Aber wenn es ja aufschneidest, dann jagt die Popcorn ja überall rum. Das habe ich gesehen beim Crazy Russian Hacker. Okay. Kennst du den? Nein. Das ist ein YouTube-Channel, was so ein Video sagt. Slivki. Das ist ähnlich, einfach noch mehr ein Meme. Da ist ein Russian, der sagt, "Hello, today I show you life hacks to make better popcorn." Und dann tut er irgendwelche so Amazon-Produkte, die so komplett wack sind, testen. Nice. Wie irgendetwas besser. Ja, Crazy Russian Hacker, das ist mein Shoutout in dieser Woche. Geht da auf YouTube vorbeischauen, der hat es wirklich auch im Griff. Shoutout on the Crazy Russian Hacker. Ja, nein, also... Das ist ein gutes Shoutout. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, bei mir ist die Luft ein bisschen draussen. Ja, aber weißt du, wo die Luft noch nicht draussen ist? Ja, wie unsere Nebelmaschine. Aber ich glaube, das war es gesehen. Ja, ich glaube auch, das war es mit der Halloween-Folge. Hörst du die Musik? Im Hintergrund. Ja, das ist eine hure spooky Musik. Das ist ein bisschen gruselig. Ja, das war es mit der 40. Special-Folge da vom Lausbuben Podcast. Danke, habt ihr zugelassen. Danke, sind ihr mit dabei gewesen. Danke, habt ihr auch zugeschaut im Stream. Das nächste Mal kommen auch wieder, wenn es heisst, die Lausbuben eskalieren komplett. Die letzten Worte gebe ich mir selber. Macht's gut. Tschüss. Nein, Adi. Sag noch etwas. Der Kopf ab, du Spaß. Okay, gut. Tschüss. Macht's gut. Servus.